Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem Entschuldigungsvideo. Ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist Zeit, sich zu entschuldigen für mein Verhalten die letzten Videos. Die letzten paar Wochen, die Beleidigungen, die da teilweise drin waren, was ja sich einfach nicht gehört. Ja, und was ich einfach viel souveräner alles handeln muss. Die Saison ja, nähert sich dem Ende, letzter Spieltag. Es ist Zeit zu reflektieren. Ich habe reflektiert, natürlich auch auf Anraten. Selber merkt man das ja immer sehr schwierig. Und von daher, ja, muss ich mich einfach entschuldigen. Ja, um euch gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich entschuldige mich jetzt nicht, damit irgendwelche Leute hier bleiben oder sonst was. Das ist mir Wurst. Das wisst ihr. Ich entschuldige mich für die Leute, die hier sind, die das ertragen haben und das mit mir zusammen ertragen mussten. Ja? Daher ist es mir wichtig, dass ich mich entschuldige. Ihr müsst mir jetzt auch nicht in die Kommentare schreiben, irgendwie, ja, alles gut, ist super, wie du bist und bleib, wie du bist und mach, wie du es gemacht hast. Das war alles gut so. Nee, war es nicht. Ja, es ist nicht mein eigener Anspruch, mich auf diese Ebene zu begeben, auf die ich mich teilweise begeben habe. Und von daher an dieser Stelle einfach mein aufrichtiges Sorry an euch. So. Ich habe natürlich ein bisschen ergründet, warum, wieso, weshalb ich überhaupt auf dieses Level gerutscht bin. Und das möchte ich jetzt einfach mit euch ein bisschen teilen. Ne? Ich glaube nicht, dass es irgendwie jetzt so der Faktor ist, wo man sagen kann, yo, das ist der Grund, weshalb das so gekommen ist. Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Gründe. Ja. Und manchmal, bevor ich da reingehe, manchmal ist es halt besser, dass man sich selbst mal an die eigene Nase fasst. Ja. Und dann die Tipps, die man zum Beispiel an den Vorstand sendet, dass sie einfach mal öffentlich die Gosche halten sollen, sollte man das noch selber beherzigen und manchmal einfach seine Gosche halten und einfach Sachen ignorieren, Sachen so stehen lassen, wie sie sind. Das fällt mir sehr schwer. Ja, das ist schon mal eine Schwäche, ja, von mir. Gar keine Frage, wenn ich eine Meinung habe, wo ich aus meiner Sicht alle Argumente auf meiner Seite habe. Alle Argumente, die auch vollkommen nachvollziehbar und logisch sind. Und der Gegenüber rafft das einfach nicht. Er kriegt es einfach nicht in seinem Schädel rein oder er kann es nicht raffen, weil er in seiner Welt lebt. Vielleicht lebe ich auch in meiner Welt und raff deswegen manche Dinge nicht, möchte ich gar nicht abstreiten. Aber das ist ungefähr wie so ein AfD-Wähler. Ja, so ein AfD-Wähler kannst du 10 Fakten, die man einfach nicht leugnen kann, nennen. Und der wird es trotzdem nicht wahrhaben wollen. Der wird immer sagen, was weiß ich, der Staat, bla 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 bla. Ja, der wird das einfach nicht in seinen Schädel kriegen. Und da redet man gegen eine Wand. Und so fühle ich mich ja teilweise oder habe mich teilweise gefühlt. Und ich habe es seit 6 Monaten plus wiederholt. Immer und immer und immer und immer wieder. Liegt natürlich auch daran, dass der Kanal natürlich in den 6 Monaten immer und immer und immer weiter gewachsen ist. Ja. Natürlich kommen da neue Leute, denen musst du dann wieder alles versuchen, deine Sichtweise darzulegen, die müssen dich verstehen und irgendwann bist du einfach müde. Es immer und immer und immer wieder zu wiederholen und immer gegen die gleichen Wände zu reden. Das ist wie Don Quixote, alter Kampf gegen Windmühlen. Ja. So fühlt man sich, dann ist man irgendwann frustriert und dann hat man irgendwann so eine kurze Zündschnur, ja, was nicht gut ist und dann geht man direkt hoch, ja. Weil man's einfach leid ist. Ist natürlich keine Entschuldigung. Ja, Leute, ich suche jetzt hier keine Argumente, um das zu entschuldigen. Ich will euch einfach nur ein bisschen darlegen, was ich denke, warum es bei mir so weit gekommen ist, ja, dass dieses Niveau erreicht wurde. Und das ist wichtig, weil ich da für mich natürlich in Zukunft gegensteuern muss. Ja. Und wer weiß, wenn der Tuchel Trainer bleibt, muss ich da ja nochmal eine Saison mit durch. Ja. Die andere Sache, warum ich auch verstehe oder eingesehen habe, warum, oder noch anders gesagt, der Punkt,
den ich ein bisschen besser nachvollziehen kann. Ich habe ja manche Kommentare gehabt, so, ja, das ist nur Tuchel-Bashing, das ist nur das Bashing, das ist nur das Bashing, das ist Mobbing, was ich immer völlig als Angriff gesehen habe und absolut null verstanden habe, ja, weil ich persönlich aus meiner Warte nie Thomas Tuchel in Person oder auch irgendeinen Spieler in Person angegriffen habe. Das ist immer für mich auf die sportliche Leistung oder Nicht-Leistung bezogen, auf das Sportliche, auf das Trainersein. Aber klar, wenn da ein Typ sitzt, ja, der dann irgendwie aggro wird, beleidigend wird, dem eigenen Trainer gegenüber von seinem Herzensverein, dann kann ich schon verstehen, wenn derjenige das erste Mal auf dem Kanal ist und mich absolut nicht kennt, das absolut nicht einordnen kann, dass der dann denkt, Alter, ist das hier Trainerbashing oder sonst was, ja. Das muss man ganz klar sagen. So viel sollte man selbst reflektieren, ja, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen so ankommt, ne? Und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich das wieder ändern muss, ja. Darf halt nicht müde werden, auch wenn ich die 150. Tuchel-PK mache, vielleicht nächstes Jahr die 200. Tuchel-PK, darf ich nicht müde werden, auf gewisse Sachen ruhig zu bleiben und das in einem vernünftigen Ton zu sagen. Es geht ja nicht darum, dass meine Meinung eine andere ist. Ich muss sie einfach nur, wie sonst auch, normal kommunizieren. Ja? So, dass halt, wenn Leute da reinschalten, verstehen, was ich meine. Und wenn es dann zum tausendsten Mal ist, dass ich das so kommuniziere, muss ich das tun. Oder ich muss halt Reactions auf die PKs sein lassen. Ja? So, das sind die Alternativen. Punkt 1, ja. Punkt 2 ist, glaube ich, auch die Diskrepanz, die gerade diese Tuchel-Geschichte hat. Ja. Es gibt ganz, ganz viele Bayern-Fans, die super zufrieden sind mit dem Tuchel. Das hat man ja auch an der tollen Petition gesehen, die sich daran hochziehen, dass wir im Champions League Halbfinale waren und durch eine Fehlentscheidung sind wir natürlich ausgeschieden, dass wir noch eine Verlängerung spielen sollen. Aber egal, darum geht es jetzt in dem Video nicht. Das ist die eine Fangruppe, ja, die sieht die Ergebnisse, oh geil, wir waren ja gar nicht so schlecht, Leverkusen hat eine außergewöhnliche Saison gespielt, sonst wären wir ja Meister geworden, wir sind Champions League Halbfinale, alles ist gut, geile Saison. Ich kann das nicht handeln. Ich kann es nicht gut handeln. Ja, wenn du dann diesen Leuten mit den Argumenten kommst, von wegen Jugendspielern, von wegen Spielphilosophie und so weiter. Und ich glaube, der Großteil, der diese Meinung hat, rafft das gar nicht, was man von dem möchte. Ja, der ist gar nicht so tief drinne im Fußball, der sieht einfach die Ergebnisse oder guckt die Spiele stumpf runter und den interessiert nicht, ob das toll ist oder nicht. Wenn das 3:0 oder 3:1 gewonnen wird, dann ist der glücklich und alles ist schön. So. Völlig fein, ja. Es ist auch völlig gut, dass es diese Art Fan gibt. Dass diese Art Fan in seiner Bubble ist alles schön, alles gut. Verstehe ich auch. Wenn du aber diese Art Fan dann das 10.000. Mal versuchst zu erklären, was Phase ist, ja, dann habe ich gerade schon gesagt, dann ist so Kampf gegen Windmühlen irgendwann. Aber das ist völlig fein. Ich muss sowas in Zukunft einfach überlesen. Ja? Gerade wenn es um die Kommentare geht, dann muss ich das einfach überlesen und sagen, pass mal auf, sorry, ich habe das Ganze jetzt schon 100.000 Mal hier auf den Kanal erklärt, getan und zum nächsten Kommentar gehen. Ja, ganz einfache Kiste. So muss ich das handeln und mich nicht da hinreißen lassen, wieder was zu sagen, mich dann in Rage zu reden, weil ich es zum 200.000. Mal erkläre und die Leute das immer noch nicht verstehen aus meiner Sicht und gut ist. Ja. Ansonsten denke ich auch, dass es sich über die letzten Monate einfach auch so aufgestaut hat. Ja, der Drecksfußball, den wir spielen, keine Entwicklung, dieses Rumgemoser von wegen keine Alternativen, obwohl welche da sind. Die Vereinsführung, die eine Farce darbietet, Uli Hoeneß, der eine Katastrophe gerade ist und so weiter und so fort. Ja, das hat sich halt alles staut sich auf, alles triggert ein, alles, aber das darf natürlich keine Entschuldigung sein, ne, dass man dann oder dass ich dann beleidigend werde in irgendwelchen Videos oder eine kurze Zündschnur habe in irgendwelchen Diskussionen. So, ganz einfache Kiste. Ja. Da muss ich persönlich viel souveräner werden
Und daran werde ich arbeiten und werde das versuchen. Gerade im Hinblick auf die neue Saison, ja, wir wissen noch nicht, wenn Tuchel Trainer bleibt, muss ich da halt für mich einen guten Weg finden. Nochmal, ich persönlich habe gar nichts gegen Tuchel. Ich muss dann aber einfach, so wie ich es sonst auch getan habe, ein bisschen objektiver oder, wie soll ich sagen, ein bisschen ruhiger kommentieren. Ja? Oder es halt einfach sein lassen bei den PKs. Es wird nicht so sein, dass ihr jetzt hier den super ruhigen Red Mooney sehen werdet. Nein, das wird nie passieren, Leute. Ich bin immer frei Schnauze, immer aus dem Bauch heraus. Aber Beleidigungen müssen halt einfach nicht sein. Egal, ob gegen irgendjemand in den Kommentaren, der mich selber beleidigt. Egal, ob gegen Tuchel, wenn der wieder Mist erzählt. Egal, ob gegen wen auch immer. Das gehört sich einfach nicht. Ja, und daran gilt es zu arbeiten. Ja, und damit ist auch gut, der Bums. Ja, ich denke nochmal, das sind ganz, ganz viele Faktoren, die da reingespielt haben, dass es so weit gekommen ist, wie es gekommen ist. Und das ist nicht mein eigener Anspruch an mich selber. Und daran werde ich daran arbeiten, das jetzt wieder zu ändern und auf ein normales Minimum zu bringen. Ansonsten werden wir das Ganze handeln mit... Was erlaubt Strunz? Okay, das war jetzt ein bisschen laut. Und gut ist, ja. Das Problem ist auch, was ich persönlich habe, ist, dass ich die Kommentare zu der Spielanalyse ist halt so ein Punkt, der mir schon wichtig ist. Aber klar, wenn man dann halt auch so eine krasse Meinung hat, wie ich sie habe vielleicht, und so polarisiert, wie ich es tue, dann hast du halt auch ganz, ganz viele Dummfick-Kommentare. Ja, Dummfick ist jetzt auch kein schönes Wort, aber das kann man hier mal nutzen. Ich darf mich halt nicht triggern lassen davon. Ne? Ganz einfache Kiste, Leute. Aber mir ist es halt wichtig, dass ich das so mache, wie ich es aktuell gemacht habe. Weil ich immer, das ist auch die andere Sache, ich finde es immer wichtig, wenn sich jemand da hinsetzt und einen Kommentar schreibt. Nimm den Kai zum Beispiel oder auch den Kevin. Das sind Leute, die schreiben Kommentare, da denkst du, das ist ein Buch. Ja. Und dann da ist es mir schon wichtig, dass ich das für diese Leute mache. Ja, natürlich auch für jeden anderen, der da einen konstruktiven Kommentar schreibt, auch wenn er nur 3 Zeilen ist. Ich finde es schwierig, wenn man so Videos macht und das dann einfach komplett ignoriert, so wie ich es zum Beispiel bei den Real Madrid Videos gemacht habe und auch, ich werde sie auch im Nachhinein nicht mehr angucken. Das ist, glaube ich, nicht gut für mich. Das ist mir wichtig, aber natürlich siehst du dann natürlich auch die ganzen Ballerbieren-Kommentare. Ne? Ihr wisst, habe ich immer kommuniziert, ich bin jetzt keiner, der sich das zu Herzen nimmt. Ja, also ob mich jemand beleidigt in den Kommentaren, ob jemand sagt, eher Volksfan, obwohl das ist schon ein Triggerpunkt bei mir, das wisst ihr, oder Trainerschein oder sonst so ein Dummschiss. Ich muss es einfach ignorieren. Ja. Vielleicht unterbewusst ist das auch ein Punkt, der da mit reinspielt, wenn du immer wieder diese Kommentare hast und dich fragst, warum sind die Menschen so dumm? Ja? Warum sind die Menschen so dumm und investieren die Zeit, das jemand in die Kommentare zu schreiben? Was will man damit erreichen? Also ich verstehe es nicht. Ja? Und das sind so, glaube ich, die ganzen Faktoren, die da mit reingespielt haben und dass es dann jetzt am Ende einfach auch zu viel war. Ja? Also dann die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, wie wir uns bei Real Madrid versteckt haben, wie Tuchel reagiert und das ist nichts, was Bayern-like ist und das sind Dinge, die mich vielleicht zu sehr belasten, wo ich eigentlich gedacht habe, ich wäre schon weiter, dass das nicht mehr so der Fall ist. Ja. Zumindest seitdem ich die Videos mache, geht es mir persönlich besser. Habe ich ja schon mal erklärt. Aber ich glaube, das ist auch so ein Faktor. Ja. Das hat halt alles so zusammengespielt und dann irgendwann kommt dann der Ruhrpott-Assi in mir raus. Und das ist nicht gut. Das gehört sich nicht. Ja. Punkt aus, Feierabend. So, und daran werde ich arbeiten und von daher, ich habe es jetzt schon 2, 3 Mal gesagt, sorry von meiner Seite. Und ich werde es versuchen, in der neuen Saison auf jeden Fall besser zu handeln. Ja.
und da ein bisschen relaxter reinzugehen und auch wenn ich Sachen zum 10.000. Mal erkläre. Vielleicht werde ich dann auch einfach so Sachen aufzeichnen, ne? Dass ich so ein Statement habe, was so dann 20, 30 Sekunden geht zu manchen Themen und werde das einfach abspielen. Vielleicht auch ist das noch eine gute Sache. Da werde ich mir noch ein paar Gedanken zu machen, wie ich das besser handeln kann in Zukunft. Und dann kriegen wir das hier schon alles hin, Leute. Ohne dass ihr die dunkle Seite vom Red Moon nicht sehen müsst. Leute, ich werde immer sein, wie ich bin. Ja, es wird auch immer mal irgendwo eine Beleidigung rausflutschen, aber dann werde ich das versuchen auf Holzkopf und dumm wie ein Stück Holz zu beschränken, weil manche Leute haben das einfach auch verdient, dass man denen das ins Gesicht sagt. Ja, aber natürlich muss man das nicht irgendwie mit komischen Beleidigungen machen und in irgendeinem aggressiven Ton. Ne? Gut, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein schönes, verlängertes Pfingstwochenende, was ja bald ansteht. Haut rein, bis dann. Tschüssi.